Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Der großen Drama um den Brexit ist das Thema, das am Moment in ganz Europa und auch zu Lützeburg extrem beschäftigt. Was sich auf der britischen Insel aufspielt, nur dem Referendum von 2016, ist eigentlich ein großes Farce, ein großes Theaterstück. Politiker, die eine Seite wie die andere Seite, wissen eigentlich nicht, was sie wirklich wollen. Ich meine, viele Politiker auf der Insel haben ihre Bürger eigentlich Sachen versprochen, die sie auch nicht selber konnten halten. Und das Einzige, wo sie sich einig sind, ist eigentlich, dass sie sich nicht einig sind, wie es soll weitergehen. Sie haben gegen alle Optionen gestimmt, sie haben dagegen gestimmt für einen Akkord mit der Europäischen Union. Am Westminster ist das nicht durchgegangen, sie haben schon 3-mal gestimmt, das ist noch immer nicht durchgegangen. Und lo ist es so, dass es immer mehr wahrscheinlich ist, dass es zu einem Brexit ohne Akkord kommen. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Wir haben noch keine Glaskugel für genau vorauszusehen, wie es soll weitergehen. Das große Problem ist, dass eigentlich die Politiker auf der Insel für allem nicht an ihre Bürger denken. Und das ist das, wo wir darauf gucken. Und ich meine, das sind ganz viele wichtige Fragen, ob die eigentlich Mist angehen, für die Bürger zu helfen. Ich gehe hier an meinen Reunionen schon ganz tags Leute, die mich hier an meinem Büro besichtigen kommen, für zu fragen, weil sie Fragen zu europäischen Sujets haben, notamment zum Brexit. Und ich schon ein ganz richtig Fragen geschickt kriegt. Und das sind auch wahrscheinlich die ersten interessieren, falls dir Kinder hat, die am Vereinigten Königreich studieren, falls es eine Familie hat, die da regelmäßig besichtigen geht oder auch umgedreht, da schafft vielleicht auch die, was du hast. Und ich will auch pur Fragen, von denen die ich rakrut, bisschen an dieser Sendung angehen. Eine von den großen Fragen, die ich ganz oft gestellt kriege, braucht man ein Visa in Zukunft, wenn man an Vereinigten Königreich Werte reisen. Am Europaparlament haben wir uns das Wort dafür ausgeschwärzt, dass du sich eine Visafreiheit für die ersten 3 Monate soll bestehen bleiben, so wie das auch mit anderen Drittländern eigentlich schon der Fall ist. Wenn du zum Beispiel an Argentinien willst reisen, können da auch ohne Visa während 3 Monate anreisen. Über die Zeit raus muss dann natürlich ein Visa aufrufen. Dann ist es aber auch so, am Moment können wir noch immer mit einer normalen Karte Identität an Vereinigten Königreich reisen. Das wird nun Brexit, aber besonders um harten Brexit, wird das aber nicht mehr der Fall sein. Da wird er den Pass brauchen, für auf die Insel zu gehen. Aber wenn der mehr lang wie 3 Monate bleibt, dann muss da auch dem Moment ein Visa aufrufen. Eine andere Frage, die ich tags gestellt kriege, ist, was geschieht mit meinem Gepäck, wenn ich da an Vereinigten Königreich will reisen. Man du hast so sich muss ich darauf abstellen, dass verstärkt Douanekontrollen gemacht gehen. Das ist auch so, dass da nicht mehr limitiert nach Bargeld kennt obestrohen, dass das im Moment auf 10.000 Euro eigentlich limitiert. Und dann ist es doch so, dass da verschiedene Gider, besonders landwirtschaftliche Produkte wie zum Beispiel Käse oder Ham, dass da nicht mehr eine ganz limitierte Quantität von diesen Produkten eigentlich könnt mit rüberholen. An die Sachen werden eben noch viel mehr kontrolliert gehen. Großbritannien gibt in Drittland, aber wenn es in Drittland gibt, also doch so, dass Douane du musst kontrollieren. An viele Länder wie zum Beispiel Frankreich und Belgien, wo auch per Fähren ganz intensivement Leute, die auf die eine Seite an die andere Seite reisen, sind eben schon Mesure getroffen gehen. Franzosen, Belgien haben angekündigt, dass sie hier Douanien, also den Effektiv werden abstocken, für eben noch verstärkt Kontrollen dann zu machen. Darüber muss ich erstellen, wann der mit Gepäck auf die Insel wird reisen. Eine andere Frage, die ich oft gestellt kriege, bezieht sich auf den Passagierschutz, wenn wir zum Beispiel einen Flieger holen. Und da werden sich effektiv Sachen ändern. Die sind eigentlich nicht mehr nach dem europäischen Passagierschutzrecht geschützt, wenn man mit einer europäischen Fluggesellschaft fliegt. Wenn man zum Beispiel mit der Luxair vom Findel auf London fliegt, sie dann auch immer assuriert. Wenn der mit der British Airways zum Beispiel Gift fliehen, nur einem Brexit, also so, dass er just am Flug von Lützeburg bis an England geschützt wird, aber nicht mehr den anderen Weg zurück. Das ist eine ganz klare Änderung, die wird kommen. Telekommunikation ist natürlich auch ein Bereich, den vom Brexit-Wert betroffen sind. Am Moment ist es in der Europäischen Union so, dass ihr Mobildaten mit eurem Handy könnt nutzen, so wie du heim. Wir nennen das Roam like you at home. Das ist nur einem harten Brexit auch nicht mehr der Fall, wenn ihr mit einem Lützeburger Abonnement am Vereinigten Königreich an England will telefonieren, wird den Zusatzkosten ob ich durchkommen.
eng froh könnt natürlich immerem, wie wird dat lo weitergoen, wat meng dir wat die beste Lesung ass fir eng gut Koexistenz zwischen dem Vereinigte Königreich an der Europäischer Union. Ech natürlich kein Glaskurel firstat lo genau vorauszusoen, weil ech noch kein Influenz op die britisch Politiker, die im moment wenig fir Herr Bierger denken, die denke für allem unheegen Murcht Erhalung. Fi Mchke der moment aber just noch 2 richtig Lesungen, die eng ass sie akzeptieren endlich den guten Deal, den man Martinen rausgehandelt hun. Schmengen dat wir dat wat am einfachste wir die Zweitmöglichkeit für die dat ze gife soen. Mir zählen den Artikel 50, also den Demandschädungspapieren eigentlich trägt, dat können sie unilateralement machen, unjeist zu frohen. Dann müssen sie aber für Europawahlen organisieren. Gleichzeitig müssen sie auch enker Nationalwahlen organisieren, also eng neue Regierung und eng neues Parlament wählen, für do einen neuen Elan ranzukriegen. Am Duno dann eben auch mat genug Zeit wahrscheinlich ein zweite Referendum machen, weil ich mengen die Matkrize schon über 6 Millionen Briten, die eng Petition unterschrieben hun, dat ze enke eng zweite Käier Welten iwwer den do Brexit aufstimmen. Ich hoffe, dass es zu einer Lesung könnt, die für allem für die Bürger an der Praxis eine gute Lesung wert sind. Ich sage nicht merci für die Nullausstre. Wenn ihr Fragen zum Brexit habt, kann ich gerne darauf zurück. Ihr könnt mir auch die Anregungen per Facebook oder per E-Mail auf christoph.hansen@ep.europa.eu schicken. Ich sage nicht merci für die Nullausstre und hoffe, bis geschwind bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.